Und herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Episode von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Interessant. Es gibt ja alles noch viel zu tun. Seht das gerade richtig? Da ist bereits die zweite. Ne, ist noch die erste Goldtruhe, oder? Genau, ist die hier. Ja, nur mit einem anderes Mal. So wie hier. Das noch. Da ist eine erste Kindesbefreiung. Okay. Ja, irgendwas los hier und zwar mit Charles Dickens, nachher mit Charles Darwin noch. Für die heutige Folge müsste, glaube ich, einigermaßen gut aufgehen. Ich unten aber noch irgendwo einen Händler. Geronimo Jacob! Nice. Jetzt mal gucken, wir haben 10.000 das Kohle. Wie sieht's aus hier mit Gang Upgrades? Rooks Training 2, das wird, denke ich mal, nützlich sein. Beste Feuerkraft natürlich nachher noch Rooks Training 3. Ich glaube, das kriegen wir Let's Play nicht mehr hin. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten, noch vom Geld her und allem Möglichen. Eigentlich brauchen wir hier nur Geld und die Materialien, aber ist halt trotzdem ziemlich viel. Hier machen wir das wieder viele Truhen aufsuchen. Naja. Sie finden nichts Besseres. Mal schauen, Leute, mal schauen. Natürlich hat er sicher nichts mehr, vor allem das Medizin, aber okay, kein Problem. Das ist bereits der zweite Schnellreisepunkt. Fehlt ja eigentlich noch? Nee, bei Strand haben wir bereits alle. Geil. Hier unten fehlen noch 2 Stück bei Westminster und dann fehlen wir hier bei Lambeth noch einen. Machen wir mal offscreen. Wir den mal holen. Dann haben wir alle Schnellreisepointer, wa? Cool, immer mal das eine, was komplett ist. Jacob und sein Meister-Assassin-Outfit, wa? Ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt da nicht so der Fan von Jacob und seinem Hut. Deswegen ein bisschen anders einkleiden. Waffen lassen wir. Handschuh wechsle ich mal auf den chronografischen Durchbohrer. Einfach mal für ein bisschen Abwechslung, weil Ivy hat schon einen Nautilus-Handschuh, dann passt es ein bisschen besser. Ah, ich habe bereits einen 7 Thunderer. Gut, und sie hat einen 2er. Passt alles auch, Modell 3. Ist eigentlich eher der Schadenstyp, war. Ja, okay, machen wir so. Gürtel, gut und böse, können wir eigentlich belassen. Und da eben zurück zu Ezio. Jo. Gefällt mir so wesentlich besser. Was geht da los? Ich habe irgendwas gehört, sogar eine neue Mission hier. Erstmal zu Charles Dickens, da gibt es noch ein paar Missionen. Die letzte davon müsste eigentlich die mit Sprungfeder Check Teil 2 sein. Und danach wird es, glaube ich, lustig. Weil angeblich haben Charles Dickens, natürlich in eine andere Richtung, Charles Dickens und Charles Darwin, wenn ich beide durch habe, haben sie nachher eine gemeinsame Mission. Angeblich, bin mal gespannt. Mal ganz ruhig, Jacob. Also ein bisschen vermissen und scharf finden, dass es keine Minispiele hier gibt. Ich meine, vor allem gerade bei Assassin's Creed 3 gab es noch relativ viele. Das ist irgendwie Schacht und Mühlos, irgendwas in der Art. Wäre hier eigentlich noch geil gewesen, was auch einzubauen. Höllenglocken, was ist denn jetzt los? Enthüllen Sie die Wahrheit hinter einigen paranormalen Diebstählen. Okay. In letzter Zeit gab es eine Flut von recht verblüffenden Diebstählen in der Stadt. Diebstähle? In London? Dass dieser Tag jemals kommen würde. Zuerst erschienen sie wie normale Diebstähle, aber die Täter haben alle ausgesagt, dass sie unter dem Einfluss einer übernatürlichen Macht standen. Ich glaube zwar auch, dass Kriminellen vor dem Gesetz jede Ausrede recht ist. Jedoch haben diese Diebe alle das Gleiche vorgebracht. Sie sagen, sie wurden von einem Dämon kontrolliert. Würden Sie den Fall untersuchen? Einer der besessenen Verbrecher befindet sich just in diesem Moment hinter Gittern. Sie sollten Ihre Suche dort beginnen. Und schon geht's los.
Ich sehe gerade in der Nähe ist noch eine Truhe für Materialien, das ist natürlich praktisch. Stellst die Frage, wo ist die Kiste? Auf der anderen Seite war. Gut, ich hoffe hier mit dem Haken geht es relativ schnell, bis da sind. Hört es unter mir, ja, genau. Ja, komm schon, Jacob, so. Entschuldigung, ich klar noch mal ganz schnell. Jo, das hat mal gelohnt. Also ja, ich muss ja natürlich schon zugeben, die Kisten sind schon cool. Einerseits in der Kohle und andererseits natürlich auch in Materialien. Aber alle jeweils zu finden, hey, boah, da bist du ja Ewigkeiten dabei. Pro Gebiet gibt es irgendwie 40 oder 30 bis 40 oder bis 50 Truhen. Das sind schon nicht gerade wenig. Da kommen wir jetzt da am besten rein. Weil ich glaube nicht, dass die Polizei mich da unbedingt reinlassen will, wa? Wir sind Freunde, ja. Na, der ist oben, wie kommen wir jetzt? Ah, da. Hallo! Hehehehe. Wofür sitzt er ein? Er hat das hiesige Pfandleihhaus überfallen. Ein Dämon hat mich gezwungen. Ich erinnere mich kaum. Das ist das Komische. Ich habe noch nie vorher irgendetwas gestohlen. Wissen Sie, wie Sie gezwungen wurden? Ich erinnere mich nur an eine Silberuhr, die vor mir pendelte. Irgendjemand hat sie gehalten. Oder irgendetwas. Eine dunkle Macht hat geflüstert. Ich sah nur seine Augen. Ein Dämon. Vielleicht kann mir der... Ja, klingt nicht gut. Hypnose also, und da könnte durchaus sein, dass jetzt auch Jacob mal ein bisschen hypnotisiert wird. Wäre zumindest sicher mal interessant und auch lustig. Au. Ich glaube, hinten am Platz war. Den Pfandleiher quatschen. Jacob, ey. Naja, wenn ich schon mal auf dem Weg bin, ich meine, hier ist noch eine Goldkiste. Oder? Nö, normale, hä? Da bin ich gerade ein bisschen falsch. $56 lang Instrument. Ach du Scheibenkleist, ja, hier alle zu farmen. Nee. Aber hier die Goldtruhe. Nur gerade wisst, wo sie ist. Hä? Ist sie oben auf dem Dach? Ne, natürlich ist sie ganz unten. Oh oh, wie kommen wir jetzt da rein? Muss doch irgendwo die Tür offen sein, ein offenes Fenster. Nö, sehe aber gerade nichts. Okay, Jungs, dann halt später.
Ist ja kein Problem, ist nicht so, dass wir irgendwie Zeitdruck hätten. Ne, wo ist jetzt die Truhe wieder abgeblieben? Hä? Müsste genau hier sein. Spinne ich jetzt? Ach so, nein, ein bisschen runter, okay. Jetzt noch einen hoch, dann... Ja. So. Nur fragen wollten wir eigentlich verarschen, aber jetzt klappt's ja. Ja, wieso sind wir vorne jetzt hier rein? Verwirrung. Jacob, man muss schon zugehen, er macht es schon reichlich kompliziert, wa? Ne, L1 betreten, so, dankeschön. Nochmal ein Stockwerk runter, dann machen wir halt so. Übers Geländer will er auch nicht, na von mir aus. Ja, aus dem Weg, alte Lady. Mensch. Na, hier ist offen, na geht doch. Ja, Jacob will bitte mit ihm reden. Darf ich Sie zum Überfall befragen? Da gibt's nicht viel zu sagen. Viele Gegenstände kamen vom gleichen Verkäufer. Enzio Capelli, Zauberkünstler, ein berühmter Schausteller aus Italien. Vor ein paar Wochen musste er seine Familienerbstücke verpfänden. Schulden. Ich habe die Adresse der letzten Person, die etwas von ihm ausgelöst hat. Eine hübsche Perlenkette. Hilft Ihnen das? Nicht schon wieder! Haltet sie auf! Stopp! Haltet die Diebin auf! Ja, ich versuch's ja, ich würde gerne, wenn ich... Sie entkommen mir nicht. Ich ramse normalerweise keine Lady, außer... Naja, also doch schon, aber nicht, nicht öffentlich. Auf offener Straße vor allem nicht. Boah. Wo bin ich? Was ist geschehen? Sie gingen lediglich einem kleinen Diebstahl nach. Es ist alles so verschwommen. Aber ich erinnere mich an etwas Silbernes vor meinen Augen. Dann war da eine Art Glocke. Ehe ich mich versah, stehe ich hier bei Ihnen. Und weiter geht's. Finden wir diesen Käufer. Jo. Alle sagen das gleiche aus. Das klingt ja schon mal interessant. Da ist noch ein Templergebiet. Okay. Ja, bleibt das von mir aus. 13 alles eliminieren, okay. So, Problem gelöst. Den Rest lasse ich euch, Jungs. Vielleicht halte ich mich erstmal zurück. Na toll, noch entdeckt. Ach, übrigens. Ein Silbenwagen in der Dieb klettern. Los, hier irgendwo ein Wagen? Nö. Mal sehen, wie warm deine Innereien sind. Hä? Ich werde dich gerne aufschlitzen. Was soll denn das jetzt werden, wenn es fertig ist?
Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Jo, überhaupt nicht buggy die Mission. Den Dieb verfolgen. Mal sehen, wie warm deine Innereien sind. Können ja auch erledigen, aber ich glaube, das wäre trotzdem nicht so ganz richtig. Ja, schön. Wie lange soll der... Ich wollte gerade sagen, Gugus. Ja, wir sagen nicht, wie lange soll der Gugus eigentlich noch dauern? Ja, komm, jetzt reicht's mir aber. Was soll der Quatsch? Ich poliere dir. Natürlich, das gilt nicht. Rammen geht nicht, killen geht nicht, was soll sonst machen? Gefangen nehmen ging ja auch nicht. Also fahrt einfach mal eine Ewigkeit hinterher rennen und dann, jo, mal gucken, wie es so läuft, was er macht und so weiter. Na, wo willst du jetzt hin und dich unbeobachtet fühlst? Den Silbenwagen wieder Dieb klettern. Ja, wo wäre hier ein Wagen, wo er draufklettern könnte überhaupt? Oder aber einsteigen könnte, je nachdem natürlich. Da noch zwei so Typen. Stufe 8, das ist kein Problem, wir sind ja auch Stufe 8. Unser Wuchs mittlerweile Stufe 7 und ja. Schnarch, Alter. Da war es echt zu lange hier, das gibt's ja wohl nicht. Ich meine, da vorne hätten wir immer lang so einen Wagen, ist ja noch schon etwas. So verarschen, da ist er doch. Nee, ich hab ihn doch, da vorne ist er. Das kann so die Kutsche entführen, war, aber ob das was bringt, keine Ahnung. Das wäre eigentlich ewig geil, weil sie wäre jetzt hier oben voll Chamäleon-Taktik, voll unsichtbar. Oh. Genau, deswegen mal natürlich jetzt. Was macht denn der da? Naja, ich geh trotzdem mal, ist ja kein Problem. Man hat auch keinen Bank mehr. Was zum Henker? Nein, will er gar nicht. Ja, ich will Ihnen jetzt
uns die Halskette geben. Das ist keine gute Idee, Jacob. Tu's nicht. Doch kein Geist und kein Dämon, sondern der große Enzio Capelli. Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein Kind? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Was? Nein, tue ich nicht. Sie befinden sich auf dem Holzweg. Und jetzt werden Sie sehr, sehr müde, nicht wahr? Ja, ich bin sehr, sehr müde. Jetzt werden Sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Jacob, nicht, wach auf! Welch geflügeltes Benehmen. Was ist passiert? Wo zum Teufel bin ich? Sie wurden wegen Diebstahls verhaftet. Wirklich faszinierend. Ich erinnere mich an rein gar nichts. Bringen wir Sie hier raus. Dank meiner Beziehungen werden Sie nicht angeklagt, da Sie nicht Herr Ihres Willens waren. Sei frei, kleines Hähnchen. Das war's. Höhlenglocken abgeschlossen. Ja, war mal etwas Neues, in dem ja schon cool. Gefangen immer so etwas in der Art? Nö, wieso auch? So, Charles Darwin, das muss ich nicht mehr erreichen von der Zeit. Oh, was sind also Charles Dickens Erinnerungen? Wow, das ist ein sehr origineller Name. Da muss ich noch später mal noch rein, deswegen geht es momentan wohl noch nicht. Ja. Dann noch eine Templerjagd machen, also jetzt in der Art. Bin ein bisschen. Na gut, ich gehe doch rüber. Überall verdammt im Leitersee. Wie sieht es eigentlich aus bezüglich unseren Fähigkeitspunkten? Wir haben noch 4 neue. Okay, natürlich reizt nicht, weil wir brauchen insgesamt jetzt 16 bei ihm schon. Revolver hält 2 plus Panzerkutsche. Wow. Und dann erstmal das, was Kampfausdauer. 6 Punkte nachher auch kampfvoll. Cool. Ne, vielleicht doch gewesen mit Eevee. Auch 4 Punkte und da wird die Frage Hinrichtung 2 oder nehmen wir mal anders. Unaufhaltsam 2. Level 9. Nein. Ist das. Okay. Revolver hält 1. Den zweiten kriegt es nicht, der ist der Jacob. Hat sie noch 6 plus 4 und 4. Jo, 14 Punkte. Kriegen wir hin. Was ist jetzt hier schon wieder? Hey, das gleiche. Ja, noch die hier, also. Oi, oi. Ich habe alles für den täglichen... So, wieder genug Kohle, dankeschön. Dann sind wir auch schon bei Charles Darwin, wie es hier weitergeht. Das erfahren wir dann. Gleich. Salix Alba, na also. Ja genau, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Fagus Sylvatica? Hier bei Pflanzenkunde Reloaded. Was zum Henker. Jo, bis dahin. Ciao zusammen.